Ja, herzlich willkommen zu deiner ersten Übung. Hier auf der rechten Seite befindet sich die Melodieseite. Bevor wir jetzt nun hier auf der linken Seite besser spielen, möchten wir uns erstmals an die rechte Seite gewöhnen. Du musst wissen, dass wir immer vom einen Ton auf der Harmonika ausgehen. Das ist der Orientierungston, das ist der Gleichton. Den Gleichton findest du auf der zweiten Reihe, auf der dritten Reihe und auf der vierten Reihe. Wir beschäftigen uns jetzt erstmals aber mit dem Gleichton, mit dem Orientierungston der zweiten Reihe. Wie findest du jetzt diesen Gleichton? Der Gleichton klingt auf Druck und auf Zug gleich. Druck und Zug. Druck bedeutet natürlich, du drückst den Balg zur Harmonika zusammen, du presst die Harmonika zusammen. Und Zug, du ziehst den Balg der Harmonika. Druck und Zug. Du kannst hier mit der Lufttaste erstmals zur Eingewöhnung auch ein paar Schwünge erledigen. Druck, Zug. Das sollte gleichmäßig und mit gleichbleibendem Druck geschehen. Auf Druck natürlich immer den Balken nach oben, dann arbeitest du mit der Schwerkraft und wenn du den Balk ziehst, dann spielst du natürlich auch nicht gegen die Schwerkraft, sondern lass die Harmonika fallen quasi. Und bei Druck einfach der Wechsel wieder nach oben. Das probierst du jetzt erstmal und zusammen. Nun kommen wir zur rechten Seite, zur Melodieseite. Wir haben gesagt, der Gleichton ist gleichzeitig unser Orientierungston. Jedes Stück, das wir lernen, werden wir von den Orientierungston ausgehen. Wenn du jetzt auf den Orientierungston bist, dann setzt du den Mittelfinger, den Zeigefinger und den kleinen Finger auf den oben und darunterliegenden Knöpfen ab. Wenn du das gemacht hast, das ist unsere Neutralstellung. In den Videos rede ich immer wieder von dieser Neutralstellung. Dann weißt du ganz genau, was ich meine, wenn ich sage, wir setzen uns auf die Neutralstellung. Vorerst, bevor wir weitere Töne wie den Gleichton verwenden, machen wir ein paar Übungen. Das heißt, wir werden einfach ein paar Notenwerte spielen. Das heißt, wir spielen nun Viertelnoten, halbe Noten und ganze Noten. Wir spielen einmal auf einen Takt auf Druck, einen Takt auf Zug und dann wiederholen wir das Ganze. Ich spiele dir die Übung nun einmal kurz vor. Ich zähle 2 Schläge vor. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zug 1, 2, 3, 4. Okay? Am besten du machst gleich mit. 3, 4, 1, 2, 3, 4 und Zug 1, 2, 3, 4. Noch einmal 3, 4, 1, 2, 3, 4 und Zug 1, 2, 3, 4. Jetzt spielen wir halbe Noten. Wenn du noch nicht das Video mit den Notenwerten gesehen hast, kannst du das natürlich auch ansehen, aber ich zähle jetzt sowieso mit.
Also eine halbe Note besteht aus 2 Schlägen. Das heißt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also die halbe Note hat immer 2 Schläge. 1, 2. Und natürlich kannst du im Viervierteltakt 2 halbe Noten pro Takt spielen. Das heißt 1, 2, 3, 4. Und die nächste Übung besteht wieder aus einmal Druck, einmal Zug, einmal Druck, einmal Zug. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zug. 1, 2, 3, 4. Druck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Druck. 1, 2, 3, 4. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass du auf die Balgführung achtest, dass du mit der Schwerkraft arbeitest und nicht gegen die Schwerkraft, dass du nicht auf Zug hinaufziehst die Harmonika und bei Druck nicht von unten die Harmonika hinaufpresst. Dann wirst du ziemlich schnell merken, dass du keine Kraft mehr hast. Der nächste Notenwert sind ganze Noten. Wenn du jetzt im Viervierteltakt bist, hast du 4 Schläge pro Takt. Bei den ganzen Noten spielst du den ganzen Takt aus. Das heißt 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. Und das ist unsere nächste Übung. Wie schon davor, immer ein Takt auf Druck und ein Takt auf Zug. Es geht los. Ich zähle vor. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das natürlich wieder von vorne. Hier ist es nur wichtig, dass du, wenn du einen anderen Notenwert hast, also wenn du jetzt die 4 Schläge gespielt hast, 1, 2, 3, 4 und du möchtest dann die nächste Note spielen, quasi den nächsten Notenwert, dass du hier deinen Finger aufhebst. Also 1, 2, 3, 4 aufheben. 1, 2, 3, 4. Dann spielst du auch richtig. Du kannst das natürlich auch mit jedem Finger spielen. Du kannst es auch mit diesem Finger spielen. 2, 3, 4 und Zug. 1, 2, 3, 4. Aber jetzt wirst du merken, diese Töne sind nicht auf Druck und Zug gleich. Mehr dazu erfährst du natürlich in den nächsten Videos. Ich wünsche dir nun viel Spaß und ciao baba, bis zum nächsten Lernvideo.